Wir starten heute in diese Serie Jakobus. Ich freue mich sehr darauf. Das heißt, Jakobus, lebe, was du glaubst. Jakobus ist sehr praktisch. Und ein super Bild dafür haben wir hier auf der Bühne. Wer hat schon mal abgeseilt, sich selber abseilen lassen? Einige, sehr viele. Ich denke, das ist ein super Bild für den Jakobusbrief, was Jakobus aussagen will. Er sagt, der Glaube an Jesus, das ist nicht einfach ein Wissen im Kopf, dass man oben am Abhang steht, die Felsen herunterschaut und sagt, ja, ich glaube schon, dass das Ganze hält. Sondern Glaube bedeutet, dass man sich richtig ins Seil hineinhängt, weil man vertraut, es hält und man lässt sich darauf ein, mit dem ganzen Leben und mit allem, was man ist. Also wenn Jakobus zu uns schreibt, dann schreibt er ganz praktisch. Er sagt, Glaube ist nicht etwas nur im Kopf, sondern ist etwas, wo wir uns mit unserem ganzen Leben hineinhängen und wir merken, wie es trägt. Das erste Thema, was da kommt im Jakobusbrief, ist das Thema Versuchung. Versuchung überwinden. Und wir möchten da gleich hineinsteigen. Wir beginnen einfach mit Lesen im Jakobus. Diejenigen, die die Bibel dabei haben, nehmt sie hervor, lest darin, Handy, in echt, egal. Aber es ist immer gut, auch mitzulesen. Jakobus 1, Vers 1. Hier heißt es, Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, den 12 Stämmen, die in der Zerstreuung sind, seinen Gruß. Das ist die ganze Einleitung für diesen Brief, den der Jakobus offensichtlich nicht einer Gemeinde schreibt, sondern verschiedenen Gemeinden, die irgendwo zerstreut sind außerhalb Jerusalems. Es ist gut, wenn wir hier kurz hinschauen, weil wir sehen sofort, wer schreibt hier an wen und das hilft dann auch, einiges im Brief richtig zu verstehen. Also zuerst steht hier einfach, hallo, ich bin der Jakobus, ich schreibe euch. Jetzt, die meisten werden wahrscheinlich denken, ja, Jakobus, gut, damals gab es ja ganz viele Jakobusse. Offensichtlich war das so ein berühmter Jakobus, dass diesen Christen in diesen Kirchen überall verteilt klar war, wer das jetzt hier schreibt. Also die haben dann sich nicht gefragt, ist das jetzt der Bruder von dem oder der von dem oder gehört jetzt zu dem, sondern es war wie klar, das ist dieser berühmte Jakobus. Und da gibt es eigentlich einer, der sticht hervor und das ist der Jakobus, der selber der Bruder oder der Halbbruder von Jesus war. Halbbruder deshalb, weil Jesus hat den Vater im Himmel und Jakobus hat den Vater auf der Erde, den Josef, aber dieselbe Mutter, also so Halbbruder. Dieser Jakobus, von dem lesen wir, dass er kritisch war Jesus gegenüber. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich meine, du wächst mit deinem Bruder auf, du spielst zusammen und plötzlich kommt er und sagt, hey, ich bin der Messias, ich bin der Sohn von Gott. Irgendwie muss das ganz komisch gewesen sein. Und Jakobus war sehr kritisch. Vielleicht kennen das einige auch und sagen, hey, ich bin eigentlich Jesus gegenüber kritisch. Wer ist dieser Jesus? Ist er wirklich der Sohn von Gott? Und dann muss aber irgendetwas passiert sein im Leben von diesem Jakobus. Wahrscheinlich hat es mit dem Sterben und dem Auferstehen von Jesus zu tun, dass dieser Jakobus gemerkt hat, hey, dieser Jesus, der ist mehr. Und Paulus schreibt später über diesen Jakobus, dass er eine Säule der Gemeinde ist. Galater 2,9. Also Paulus denkt sehr hoch von diesem Menschen. Er war einer der Leiter von dieser ersten großen Gemeinde in Jerusalem, anerkannt bei ganz vielen Christen. Wir lesen verschiedene Sachen von ihm. Auch im Galater 2,9 schreibt Paulus, hey, dieser Jakobus, ich selber bin gesandt zu den Menschen überall auf der Welt, die nicht Juden sind, um ihnen von Jesus zu erzählen. Und dieser Jakobus mit anderen, er ist gesendet, um allen Juden von Jesus zu erzählen. Also es gibt so einen Auftrag, einen Stand. Und ich denke mir, das ist jetzt richtig cool. Wir können von diesem Jakobus hören, der zuerst so kritisch war, viele kennen von uns das auch kritisch, der dann aber ein Erlebnis mit Jesus gemacht hat und der zu einer Säule der Gemeinde wurde. Und ich denke so, boah, die erste Gemeinde, der Mann sagt uns jetzt sicher über den Glauben Dinge, da wackeln uns am Schluss nur die Ohren und so. Und es ist mega spannend, dieser Jakobus, der hat im Blick den ganz praktischen Glauben. Also dieses Bild, er will uns quasi sagen, Jakobus, hey, der Glaube muss gelebt werden, das ist das Entscheidende. Nicht große Theorien und Theologien und so weiter. Das sagt uns die Säule dieser ersten Gemeinde. Was er hier auch sagt, ich
bin ein Knecht Gottes. Damit sagt er, ich ordne mich ganz unter Gott. Ich gehöre ihm. Er darf mit mir machen, was er will. Auf der einen Seite ist das etwas sehr Demütiges. Und auf der anderen Seite ist es aber auch ein Ehrentitel. Das zeugt auch von einem Selbstbewusstsein, weil zum Beispiel Mose war ein Knecht Gottes, David war ein Knecht Gottes, Propheten waren Knechte Gottes, wurden so genannt. Und jetzt passiert aber etwas Spannendes, weil er schreibt, nicht nur, ich bin ein Knecht Gottes, sondern ich bin auch ein Knecht des Herrn Jesus Christus. Also offensichtlich hatte irgendwie dieser Jesus, der ist nicht nur mein Bruder, sondern er ist mein Herr. Herr ist ein Titel von Gott. Also Jakobus anerkennt, dieser Jesus, er ist ja wirklich Gott. Und er ist Jesus Christus, der Gesalbte, der Messias. Also Jakobus hat in diesem Jesus den erkannt, der er wirklich ist. Und er sagt das gleich zu Anfang, wenn er allen Juden schreibt, hey Leute, ich bin ein Knecht von Gott und ein Knecht von Jesus, weil Jesus ist Gott und er ist unser Retter, Erlöser. Er ist derjenige, der auf diese Welt gekommen ist und einen ganz neuen Weg und Plan für uns hat. Das macht Jakobus gleich von Anfang an klar. Er schreibt an die 12 Stämme in der Zerstreuung, also er schreibt an alle Juden, die nicht mehr in Israel waren, sondern irgendwo in der Welt verteilt waren, die zum Glauben an Jesus gekommen sind. Auch ganz interessant für uns, Jakobus schreibt an Christen. Also was wir hier jetzt dann gleich alles über Versuchung lesen, das ist wirklich für Christen gedacht, nicht von Leuten, die gar nichts mit Jesus zu tun haben. Und so beginnt er mit diesem ersten Thema, was offensichtlich da wichtig war, das Thema Versuchung. Er schreibt im Vers 2 von mancherlei Versuchung. Das Wort, was hier steht für Versuchung, Perasmos, das kann verschiedene Dinge bedeuten. Es kann wirklich so Versuchung bedeuten, es kann aber auch Anfechtung bedeuten, dass man wegen dem Glauben angefochten ist, herausgefordert. Es kann auch Test bedeuten oder Prüfung. Und dann heißt es auch, dass es mancherlei gibt. Also es gibt ganz verschiedene Arten von Anfechtungen und Versuchung. Weiter, wenn wir lesen dann im Jakobusbrief, merken wir, dass Jakobus an Situationen denkt, wo wir Anfechtung erleben, weil wir an Jesus glauben. Jakobus scheint sogar davon zu schreiben, wenn wir verfolgt werden. Es kann so Anfechtung hervorrufen. Aber er schreibt auch von anderen Dingen. Er schreibt dann gleich von sozialen Missständen, dass es da offensichtlich reiche Leute in der Gemeinde gab, die versucht waren oder angefochten, auf die anderen herunterzuschauen zum Beispiel, oder arme Leute, die angefochten oder versucht waren, neidisch zu sein, irgendwie Selbstmitleid zu haben. Und dann schreibt er auch ganz konkret von Versuchung zur Sünde. Also wenn ihr von mancherlei Versuchung hier spricht, sind das verschiedene. Und wenn wir jetzt in dieses Thema einsteigen, ich weiß nicht, was dir so für Sätze in den Sinn kommen, jeder von uns kennt so Versuchungen im eigenen Leben, Anfechtungen, denkt man manchmal, ja, jetzt will ich dagegen ankämpfen. Was macht man, wenn man so Versuchung hat? Oder man sagt, ja, ich will jetzt besonders stark sein. Es gibt sicher auch Leute, die sagen, ja, ich bin halt schwach in diesem Thema, aber Gott hat mich ja so gemacht. Er ist eigentlich, also ich kann ja gar nichts dafür, oder? Er ist eigentlich schuld, oder? Gott hat halt diese Versuchung zugelassen, ist er selber verantwortlich. Es gibt so ganz viele Sätze. Und jetzt kommt der erste Schock in diesem Brief. Was sagt Jakobus, wenn Versuchungen kommen? Sagt im Vers 2, haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr mancherlei Versuchung geratet. Ich denke, manchmal ist es einfach wie verkehrte Welt, oder? Also ich stelle mir so vor, wenn ein Mensch so in die Versuchung kommt, irgendwelche Pornos zu schauen, und so eine Versuchung zu sagen, yes, Jesus, danke für diese Versuchung, juhu, mega cool. Oder eine andere Versuchung ist man so, ja, Jesus, die anderen lachen mich die ganze Zeit so aus, weil ich einfach so anders denke, weil ich an dich glaube. Ich bin gegen Abtreibung, ich bin dafür kein Sex vor der Ehe und so weiter. Und die lachen mich aus, ich bin so angefochten, aber es ist so cool, danke Jesus, juhu, es ist so Freude. Das schreibt der Jakobus hier, oder? Komisch. Vielleicht sind jetzt auch einige Frauen hier, die sagen, meine Brüder, heißt es ja da, das betrifft ja die. Jakobus schreibt hier an die Glaubensgeschwister, es sind also tatsächlich alle gemeint. Wir sollen uns freuen, wenn wir in Versuchung und Anfechtung geraten. Wieso? Wieso denn? Und das erklärt er natürlich auch.
dieser Jakobus. Aber es ist auch wichtig zu wissen, was Jakobus uns hier schreibt, das ist nicht einfach seine Idee, sondern Jesus hat schon davon geredet. Dieser Jakobus zitiert immer wieder Jesus, oft aus der Bergpredigt. Zum Beispiel hat Jesus gesagt, glücklich könnt ihr euch schätzen, wenn ihr verachtet, verfolgt und verleumdet werdet, weil ihr mir nachfolgt. Ja, freut euch und jubelt. Das ist gar nicht die Idee von Jakobus, das ist die Idee von Jesus. Und es hat natürlich einen guten Grund. Lesen wir weiter. Das heißt dann, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Also es beginnt damit, dass er sagt, wenn ihr versucht werdet, achtet darauf, erkennt etwas darin. Also man muss das Hirn einschalten, aber Gott hat uns ja damit ausgestattet und er traut uns das zu. Dann kommt so wie eine logische Abfolge. Das Erste, was wir hier dann sehen, dass ihr in mancherlei Versuchung geratet. Also es ist normal für Christen, das schreibt ja an Christen, dass Christen in Versuchung geraten, dass es Versuchung und Anfechtung gibt. Und dann soll man sich eben freuen, weil dann kommt ja der nächste Schritt. Es bewirkt etwas, nämlich Bewährung im Glauben. Oder was man auch, wie man das auch sagen könnte, ein Feststehen im Glauben, ein Festhalten an dem, was man im Glauben hat. Oder es gibt auch Übersetzungen, die schreiben da Echtheit im Glauben. Das bedeutet, wenn ich in eine Versuchung oder eine Anfechtung, in so eine Situation hineinkomme, dann darf ich mich freuen und sagen, jetzt kann sich mein Glaube bewähren. Jetzt kann ich im Glauben feststehen. Jetzt kann ich das ausprobieren, was eigentlich Glaube ja bedeutet. Ich muss das nicht einfach über mich ergehen lassen, sondern ich kann da eine Antwort geben. Und das bewirkt dann etwas. Also es bewirkt dann eine Art Standhalten und daraus kommt etwas. Es heißt hier, dass das ein Ausharren bewirkt oder ein Geduld bewirkt oder tatsächlich so ein Feststehen bewirkt. Ein Wörterbuch schreibt dazu, eine fromme, heldische Willigkeit zur Standhalten. Ich stelle mir das so vor, wie eine Art Muskeltraining. Gott führt uns in eine Situation hinein, es kommt eine Versuchung, irgendwie, und wir merken, wir erkennen, jetzt will mich Gott trainieren. Jetzt habe ich die Chance zu wachsen. Jetzt will ich im Glauben festhalten. Und dann bewirkt das ein Aushalten, ein Geduld. Ich merke plötzlich, wie ich stärker werde und wie ich in neue Situationen hineinkomme, wo sich das bewährt, wo ich wachsen konnte. Und alles geht dann noch weiter. Es kommt dann so eine Art vollendet werden, also Vollendung von dem Ganzen. Und das führt hin zu vollkommenes Werk und vollendet sein. Vollkommenes Werk. Jesus traut uns zu, dass gute Werke aus unserem Leben herauskommen. Das ist auch nicht die Idee von Jakobus. Jesus hat das schon gesagt. Matthäus 5, 48. Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Und dann Vollendung. Damit schaut er noch weit in die Zukunft und sagt, ihr werdet immer mehr verwandelt in das Bild von Jesus und irgendwann werdet ihr ganz bei Jesus sein. Das ist dann die Vollendung. Das bedeutet, Jakobus sagt uns, wenn Anfechtung kommt, wenn Versuchung kommt, schlau sein, erkennen und dann kann sich der Glaube bewähren und wir haben eine Chance zum Wachsen, zum Stärkerwerden, zum Vollendetwerden. Und deshalb können wir uns freuen, weil wir merken, Gott nimmt uns an der Hand und führt uns auf einem Weg, um zu wachsen, um Jesus ähnlicher zu werden. Und das ist ein Grund zur Freude. Also Gott traut uns zu, dass wir durch Versuchungen hindurchgehen, bestehen und gestärkt werden. Und es gibt einen ganz spannenden Vers, der Paulus dazu schreibt, 1. Korinther 10, Vers 13, habe ich auch auf dem Handout abgedruckt. Ich glaube, den müssen wir wie immer im Hinterkopf behalten. Dort heißt es, Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Wir dürfen wissen, die Dinge, die uns begegnen, die
sollen uns zum Guten dienen. Und es gibt nichts, was Gott zulässt, was unser Vermögen übersteigt. Vielleicht gibt es auch einige hier, die sagen jetzt, ja, das steht hier, aber ich erlebe manchmal Versuchung und Anfechtung, die ist extrem schwer. Halten wir das im Hinterkopf. Jakobus schreibt dann weiter. Der hat viele Themen auf dem Herzen. Er ist so richtig am Sprudeln. Er sagt jetzt als nächstes, wenn wir weiterlesen ab Vers 5, ja, ihr könnt auch um Weisheit bitten. Logisch, wir müssen Gott auch bitten um Weisheit, dass er uns führt in diesen Momenten. Und er breitet dann dieses Thema auf und greift es später im Brief wieder auf. Deshalb machen wir dann eine ganze Predigt zu diesem Thema mit der Weisheit. Dann schreibt er ein konkretes Beispiel ab Vers 9, wo er sagt, hey, manche sind ja reich, manche sind arm, die haben Versuchung da, die haben Versuchung da. Wird ein Beispiel gleich erläutert, aber dann wird es auch ausgeführt im ganzen Brief. Und dann ab Vers 9 schreibt er weiter wieder ganz konkret zu diesem Thema Versuchung. Wir springen gleich dahin zu Vers 12. Bis zu Vers 12 geht das genau. Ab Vers 12 heißt es dann, glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Es kommt hier noch ein weiterer Aspekt dazu, das Wort erdulden. Manchmal klingt das so ein bisschen passiv, oder? Oh, jetzt muss ich das erdulden und ertragen und es passiert das und irgendwann wird es vorbei sein. Es ist aber etwas Aktives damit gemeint. Man könnte auch sagen, durchhalten, dass man sagt, okay, jetzt ist ein Wachstumsmoment. Es wird vielleicht streng, herausfordernd. Training kann recht streng sein, oder? Kann etwas fordern. Kann viel kosten. Das sage, jetzt will ich hier durchhalten und standhaft bleiben, den Glauben. Ich brauche deine Weisheit, Gott, ich brauche deine Kraft. Aber ich glaube auch, es ist nicht zu viel für mich. Erdulden, durchhalten, durchstehen. Und dann kommt noch etwas dazu, das Bild vom Siegeskranz. Deshalb ist dieser Siegeskranz auch auf diesem Flyer so wie integriert. Der Siegeskranz. Das Ziel von Gott ist, dass wir wachsen, immer mehr Jesus ähnlicher werden und irgendwann dann vollendet werden. Dass wir den Siegeskranz des Lebens erhalten, das heißt die Ewigkeit bei Gott verbringen dürfen. Vers 13, wir lesen gleich weiter. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemand. Kennt ihr auch so Momente oder so Gedanken, wo plötzlich kommen, ja eben, Gott hat mich halt schwach gemacht. Gott hat das ja zugelassen, er ist verantwortlich. Wahrscheinlich war das ein rechtes Thema bei diesen Leuten, an die dieser Brief ging. Die haben so gedacht, ja, wenn Versuchung kommt, wenn Anfechtung kommt, ist halt Gott schuld, keine Ahnung. Jakobus macht hier etwas klar, er sagt, Gott ist nicht der versucht und von Gott kann nur Gutes kommen. Bei Gott gibt es kein Einfallstor für irgendetwas Böses. Es gibt keine Pore, die bei Gott irgendwie offen ist, dass etwas Böses hineinkommen kann. Er versucht niemand. Das fragen wir uns ja, wer ist dann dieser Böse, der uns immer die ganze Zeit versucht? Ist das etwa der Teufel oder was? Wie ist das hier los? Und offensichtlich hat dieser Jakobus geahnt, dass diese Frage dann kommt, wer es denn ist. Und deshalb schreibt er weiter. Vers 14. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Hoppla, jetzt kommen wir plötzlich selber in die Verantwortung. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. So cool, Jakobus sagt, ihr seid meine geliebten Brüder, deshalb muss ich euch jetzt das ganz direkt sagen. Leute, ihr habt eine Begierde in euch. Das ist auch nicht die Idee von Jakobus übrigens, das ist schon die ganze Bibel, schon im ersten Buch Mose heißt es, das menschliche Herz ist böse. Und auch Jesus sagt, Matthäus 15, 19 zum Beispiel, denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen und so weiter. Also Jakobus sagt, seid wachsam, weil aus dem Herz von Menschen, auch von Christen, kommen Begierden, kommen Wünsche heraus, die nicht gut sind, die Versuchung sind, die zum Bösen verleiten wollen.
Und dann schreibt er hier, wie das auch so eine Art Dynamik auslöst. Ganz interessant. Er sagt, am Anfang gibt es auch diese Begierde, diese Versuchung. Und dann wird man fortgezogen. Das ist so ein Bild. Jakobus arbeitet viel mit Bildern. Jetzt gehen wir ans Meer und den See, in die Fischerei oder so. Fortgezogen, wie ein Schiff einfach fortgezogen wird, abgeschleppt wird quasi. Und dann heißt es gelockt und gelockt wird. Das ist so der Begriff von einem Köder, das ausgeworfen wird. Wer geht manchmal fischen? Nicht so viele? Ein paar? Man schaut natürlich, dass der Köder möglichst so ist, dass die Fische ganz sicher anbeißen. Ist ja logisch, das muss aussehen wie leckeres Essen. Und das ist das Bild, was hier Jakobus braucht. Er sagt, diese Begierde, diese Versuchung, die ist absolut verlockend. Die will einem einfach so bequem irgendwo hinwegschleppen. Aber es passiert dann auch etwas, nämlich es gibt eine Empfängnis. Jetzt in der Biologie ist jedem klar, was das bedeutet. Wenn ein Mann und eine Frau zusammen Sex haben, kann ein Kind entstehen, oder? Das ist die Empfängnis. Das bedeutet, Begierde, Versuchung, irgendwie hat man ein Ja dazu und dann beginnt etwas zu wachsen. Dann beginnt etwas Raum zu gewinnen. Es wächst und dann heißt es, sie bringt Sünde hervor oder gebiert Sünde. Es steht hier das Wort, dass eine Geburt stattfindet. Also da wächst etwas und plötzlich kommt es heraus. Und es ist Sünde, es ist Trennung von Gott, es ist das, was Gott nicht will, es ist das, was von Gott entfernt. Und auch das führt irgendwie zu einer Vollendung, aber nicht so eine coole, es ist dann wieder eine zweite Geburt, gebiert den Tod. Also das, was dann die Vollendung ist, herauskommt, ist der Tod. Wir können sagen, im Leben stirbt Gutes ab und es bringt aber auch den endgültigen Tod. Das ewige Getrenntsein von Gott. Das ist eine andere Dynamik. Es hat so schön angefangen mit dem schönen Köder, der ausgelegt ist. Am Schluss kommt der Tod heraus. Am Anfang ist es so verlockend und reizend und klingt noch gut und man denkt sich, ist ja eigentlich gar nicht schlecht. Und am Ende zeigt es seine hässliche Fratze. Paulus erklärt das ganz ähnlich, er schreibt dazu in Römer 7,11. Denn die Sünde ergriff durch das Gebot die Gelegenheit, täuschte mich. Sie sieht ganz schön aus, macht ein schönes Gesicht, täuschte mich und tötete mich durch dasselbe. Deshalb schreibt Jakobus, irrt euch nicht, schaut genau hin. Zuerst sieht es verlockend aus, aber dann kann sich auf einen Moment alles ändern. Wir haben hier also in diesem Text sowieso zwei so Dynamiken, die vorgestellt werden. Das erste ist, es beginnt bei beiden gleich, es gibt Versuchung, es gibt Anfechtung, es gibt so diese Begierde, aber dann gibt es zwei Dynamiken, zwei Wege, wie wir damit umgehen können. Und Jakobus macht jetzt klar, es gibt so diese linke Dynamik, die ist ganz normal in der Welt. Ich weiß nicht, was ihr manchmal so hört, aber so Sätze wie, ja, wenn du Lust hast auf etwas, dann mach es doch, wenn es für dich stimmt, wenn du Freude daran hast, das ist das Beste, oder? Es ist, sage ich mal, in unserer Gesellschaft ganz normal, dass wenn man Begierde oder Lust oder irgendetwas hat, was man einem gut dünkt, wenn etwas einem lockt, dann soll man es tun. Das ist die allgemeine Meinung heute. Jakobus sagt jetzt, aber hier habt ihr eigentlich eine andere Möglichkeit. Ihr seid ja mit Jesus verbunden, ihr glaubt an ihn und Jesus hat einen guten Weg für euch. Er will nicht, dass Sachen zerstört werden, Beziehungen kaputt gehen, sondern er will, dass etwas Gutes entsteht, dass ihr kräftig werdet, dass ihr trainiert werdet, dass ihr immer mehr ähnlich werdet wie Jesus im Leben und im Handeln und im Tun und dass ihr vollendet werdet, diesen Siegeskranz bekommt. Und das ist ja eigentlich die Message, die Jakobus hat. Es ist ganz normal, dass wir oben stehen, dass wir in Anfechtung, Versuchung geraten. Und wir haben die Möglichkeit zu entscheiden, wie wir damit umgehen wollen. Ob wir es erkennen wollen oder ob wir uns einfach ködern lassen. Ein Beispiel. Jesus sagt uns, wir sollen uns nicht sorgen. Stell dir mal vor, du wachst auf am Morgen und es erwartet dich etwas, das dir Sorgen bereitet. Das ist so dieses Gefühl von Sorge in dir drin. Das kann auch so eine Art Versuchung sein.
Es kann auch etwas ganz Verlockendes sein, übrigens sich zu sorgen, weil man zum Beispiel sich um sein eigenes Problem drehen kann, weil man sich selber denken kann, weil man denkt, ich habe das in der Hand, ich kann etwas dazu beitragen, weil man sich wichtig macht oder weil man sogar denkt, andere Menschen müssen sich jetzt darum kümmern. Das kann durchaus verlockend sein, sich so Sorgen zu machen. Und man lässt sich ködern, man lässt sich fortziehen und es kommt so zu einer Art Empfängnis. Man beginnt dem Raum zu geben. Man denkt darüber nach, man dreht darum. Es wird immer größer, die Sorge wird immer größer. Man bewegt ganz viel, wie wenn man auf dem Schaukelstuhl sitzt, bewegt man auch ganz viel, aber es bewegt sich trotzdem nichts. Dann geht es immer weiter und es gibt eine Geburt, es gibt die Sünde. Die Sünde, Jesus sagt, vertraue mir. Du musst dich nicht sorgen, ich sorge für dich. Aber man vertraut Gott nicht mehr, man traut es Gott nicht mehr zu. Man denkt, man hat es selber besser im Griff. Jesus sagt, sorgt euch nicht, sondern trachtet zuerst um mein Reich. Aber das hat dann auch keine Zeit mehr, sich um Gottes Reich zu kümmern, weil es geht nur noch um einen selbst. Also es kommt diese Geburt, die Sünde, man kommt von Gott weg, man kommt immer weiter von ihm weg. Dinge werden tot in der Beziehung zu Gott, in der Beziehung zu Menschen. Anders könnte es sein, umgekehrt, wenn man sagt, ich habe Sorgen. Das ist eine Versuchung, nicht auf Gott zu vertrauen. Juhu, ich habe Sorgen. Das ist ja die Idee von Jakobus, oder? Sich freuen. Jetzt kann ich wachsen. Jesus, ich gebe dir meine Sorge bewusst ab. Du sagst, du sorgst für mich. Ich will darauf vertrauen. Und dann merkt man, hey, ich brauche Weisheit von Gott. Ich bete Gott. Wie soll ich denn jetzt vorgehen? Er erinnert uns an sein Wort. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und ich sage, Gott, was willst du denn, dass ich heute tun? Was ist dran in deinem Reich? Wie willst du mich heute brauchen? Plötzlich bin ich mit Gott an irgendeinem Thema unterwegs oder dran und die Sorge, es wird immer kleiner. Und wenn ich zurückschaue, merke ich, wie mich Gott trainiert hat, wie ich stärker geworden bin, wie sich das lohnt, auf Gott zu vertrauen, wie er vielleicht einen Weg, einen Ausgang geschaffen hat, den ich nicht gedacht habe. Wenn ich nächstes Mal in diese Situation komme, merke ich, wie ich schon vertrauensvoller hineingehen kann. Versuchung der Sorge. Ein anderes Beispiel, ich bekomme meinen Monatslohn. Es ist ja ganz normal in unserer Gesellschaft, dass man sagt, gut, dein Verdienst, dein Geld, mach damit, was du willst. Jesus aber sagt, alles, was du hast, gehört Gott. Diene damit ihm. Er hat dir alles doch gegeben. Es war eine Versuchung, für sich alles zu behalten oder Jesus alles hinzuhalten. Jetzt kann ich in dieser linken Dynamik unterwegs sein und sagen, ja, das gehört mir, ich mache damit, was ich will. Das führt dann weiter, dass ich irgendwie sage, gut, ich kaufe mir ein, alles, was ich mir gewünscht habe und so weiter. Das Geld wird für mich immer wichtiger. Ich schaue dafür, dass ich immer mehr besitze. Besitz haben hat für mich eine hohe Priorität. Es wird zu etwas Wichtigem in meinem Leben. Jesus sagt, denn wo dein Herz ist, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Mein Herz ist nicht mehr bei Gott. Es kommt immer mehr weg von Gott, geht immer mehr zu meinem Geld, zu meinem Verdienst, zu meinem Besitz, zu dem, was ich habe, zu dem, was ich nicht habe. Und so kommt Sünde hervor und es trennt mich letztendlich immer mehr von Gott. Umgekehrt könnte es sein, dass ich merke, yes, ich bekomme meinen Lohn. Gott gibt mir so viel Geld, wo ich Verwalter sein darf, etwas Gutes zu tun. Ich darf Jesus fragen, aber ich merke, es fällt mir schwer. Es ist für mich eine Versuchung, es ist für mich eine Begierde, vielleicht einfach eine Anfechtung. Aber ich sage, okay, Jesus, ich will jetzt den Glauben testen. Jesus, was soll ich mit all dem Geld tun? Vielleicht führt er mich in Situationen hinein, wo ich großzügig bin. Vielleicht sagt er mir, schenke dem etwas davon. Was auch immer. Ich frage Jesus, ich bin mit ihm unterwegs und ich merke plötzlich, mein Geld ist mir gar nicht mehr so wichtig, sondern mein Herz ist ja bei Jesus. Dort, wo auch alles hingeht. Das heißt, Jesus sagt ja dann, denn wo dein Schatz ist, ist auch dein Herz. Mein Schatz ist im Himmel bei Gott. Wer sein Leben liebt, verliert es. Aber wer sein Leben in der Welt hasst, wer die Welt hasst, den Besitz, das, was man hat, der wird
zum ewigen Leben bewahrt. Ich merke plötzlich, wie meine Beziehung zu Gott stärker wird, wie mein Glaube wächst, wie ich kräftig werde, wie ich mich freuen kann, was Gott mir alles gibt, weil ich damit sein Reich bauen kann. Das ist eine andere Art von Versuchung. Es gibt ganz viele Arten jetzt auch. Ich weiß nicht, was dir in den Sinn kommt, wenn du über dieses Thema nachdenkst. Begierde, Versuchung, Anfechtung. Und es kommt vielleicht auch so dieser Gedanke, dass das etwas richtig Schwieriges ist. Und deshalb bleibt Jakobus dann auch nicht hier stehen, sondern er fügt noch etwas hinzu. Vers 17 heißt es dann, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir eine Art Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe sind. Also zuerst sagt Jakobus, hey Leute, wenn ihr wachsen könnt im Glauben, wenn ihr Jesus ähnlicher werdet, dann ist das etwas Gutes, das von Gott kommt. Alles Gute kommt nur von Gott. Er bringt dieses Bild, schon wieder ein Bild von diesen Gestirnen. Der Mond dreht sich, die Sonne dreht sich, es gibt einen ständigen Wechsel von Licht und Schatten. Und er sagt, bei Gott ist das ganz anders. Bei Gott ist nur Licht. Und dann sagt er auch, das Ganze hat eine wichtige Grundlage, nämlich, dass jeder, der an Jesus glaubt, in Wahrheit geboren wurde. Das bedeutet, alles, was wir hier besprechen, das müssen wir nicht denken, alle Menschen auf der Welt sollen das können, sondern es ist etwas, was nur möglich ist, wenn wir in Jesus neu geboren sind. Das ist die Grundlage vom Ganzen. Jakobus sagt, der Glaube, das ist der Glaube, der dich trägt. Es ist Jesus, der dich trägt. Es ist Jesus, der dir Kraft gibt. Er ist die Grundlage von dem Ganzen. Er macht überhaupt erst möglich, dass wir Versuchungen widerstehen können. Ich finde das wunderschön. Dieses Bild von der Geburt, das kommt mehrfach vor im Text. Und jetzt sagt er hier, es gibt eine neue Geburt für Menschen und das ist die Grundlage von allem. Durch das Wort der Wahrheit neu geboren, durch das Wort über Jesus Christus, durch Jesus Christus selbst neu geboren, der sagt, ich bin das Wort, ich bin der Logos. Ich lese aus Johannes 1, Vers 12 und 13, wo genau von dieser Geburt die Rede ist. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung, noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes. Sie sind aus Gott geboren worden. Das ist die Grundlage. Jesus sagt, kommt zu mir, glaubt an mich. Nicht einfach im Kopf, sondern hängt euch mit dem ganzen Leben rein. Und mit dem ganzen Leben reinhängen bedeutet, dass wir in Versuchung nicht einfach uns vorziehen lassen, sondern dass wir sagen, yes, ich habe Jesus an meiner Seite. Jetzt kann ich mich freuen, weil er nimmt mich hier mit und führt mich ein Stück vorwärts. Und wenn Versuchungen, wenn Dinge kommen, die so richtig schwer sind, wo wir denken, wie kann das gehen, dann müssen wir uns immer wieder erinnern. Alles ist nur möglich, weil Jesus uns neu geboren hat und seinen Heiligen Geist schenkt, uns zu seiner Familie hinzunimmt. Ich möchte zum Schluss 2 Fragen stellen. Wir haben heute mehrfach über dieses Geburt nachgedacht, was alles geboren werden kann. Und das ist die wichtigste Geburt. Die beste von all den guten Gaben, die Gott gibt. Dass wir in Jesus neu geboren werden dürfen, seine Kinder sein können. Überhaupt aus dieser Dynamik von der Welt rauskommen können. Und eine Dynamik, die Leben bringt, die zu Gott hinführt. Bist du neu geboren in Jesus? Kennst du diese Neugeburt? Hast du Jesus in dein Leben aufgenommen und dich ganz und ganz auf ihn verlassen? Hast dein Herz für Jesus aufgemacht und gesagt, doch, ich will nicht nur über dich wissen im Kopf, sondern ich will mein Leben dir hingeben, mich richtig reinhängen, das Leben, was ich glaube. Und die zweite Frage, Jesus lädt uns ein, vollkommener zu werden, ihm ähnlicher zu werden, indem ich auch in Themen der Versuchung mich ganz auf ihn verlasse und diesen
fröhlichen Weg gehe, der zur Stärkung führt, der manchmal aber auch schwierig ist? Gibt es ein Thema, das dir aufgeploppt ist, wo Jesus heute Morgen den Finger irgendwo in dein Leben hineingehalten hat, auf einen wunden Punkt, wo er sagt, hey, akzeptier das nicht länger, folg nicht länger dieser Verlockung, lass dich nicht einfach vorziehen, sondern steh hin, halte am Glauben fest, nimm mich mit auf diesen Weg. Er ist ja derjenige, der uns Kraft gibt und stärkt, der uns aber auch nicht versucht über unser Vermögen heraus, der uns zutraut, dass gute Werke herauskommen können. Ich möchte so in eine Zeit des Gebets hineingehen, in eine Zeit des Worships, in eine Zeit im Reden mit Gott, vielleicht auch im Ringen mit Gott. Lasst uns beten. Danke, Jesus, für diese schönen, klaren, aber auch herausfordernden Worte von Jakobus. Dass wir die so lesen, dass wir denken, eigentlich ist es doch so völlig klar und einfach zu verstehen, aber schwierig zu leben, auch im Alltag. Versuchungen, Begierden, aber auch Anfechtungen. Ja, jeder von uns ist an einem anderen Ort herausgefordert. Aber ich möchte dir Danke sagen, Jesus, dass das für uns nicht zum Schaden ist, sondern dass wir genau in diesen Punkten deine Hand ergreifen dürfen und dich einladen dürfen, dass du uns führst, dass du uns hilfst, im Glauben an dir festzuhalten. Das, was wir wissen, was eigentlich gut wäre, zu erproben, standhaft zu sein, uns trainieren zu lassen, es uns etwas kosten zu lassen und dass wir so wachsen dürfen, immer dir ähnlicher zu werden. Und Jesus, ich bitte dich, dass du heute Morgen Durchbrüche schenkst. An Punkten, wo wir vielleicht schon lange dran oder unterwegs sind, damit zu kämpfen haben, dass du Durchbrüche schenkst, Jesus. Ja, dass es Ausharren, dass es Geduld bewirkt, dass wir merken, wie diese Standhaftigkeit wächst. Und dass Themen, die lang für uns herausfordernd waren, dass die heute beendet sind. Weil du es schenkst, Jesus. Ich möchte dich bitten, Jesus, dass wir dir ähnlicher werden dürfen. Und Jesus, wir bitten dich auch für die Menschen, die noch nie so eine Neugeburt erlebt haben, in dir, Jesus, neu geboren zu werden. Dass du diesen Menschen begegnest, wie diesem Jakobus, der so lange kritisch war. Und dann hat er dich als Sohn Gottes, als gestorbenen und auferstandenen Menschen und Gott, Erlöser und Erretter kennengelernt. Und er wurde dein Kind. Ich will dich bitten, dass du dich offenbarst, Jesus. Amen.